Also, ich habe gerade ein PB am Haken. Shit. Damn. Wow. Kann ich drinnen? Nein, ich habe noch nicht. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Morgen ist der 1. Mai. Es geht endlich los in Graubünden und auch Bielersee, wie ich mitgekriegt habe. Ich hoffe, ihr seid alle schon in den Startlöchern, so wie ich. Wenn ihr seht, mein Bett ist bereit zum Aufstehen, mich nur umrollen und dann loslegen. Ich bin hyped. Ich denke, ihr seid auch hyped. Und ja, ich schnacke nicht zu viel. Wir sehen uns dann morgen in alter Frische. Wir sehen uns dann morgen in alter Frische. Also. Also ich bin angekommen am Spot. Ich zeige euch schnell, mit was ich fische. Und zwar mit meiner kleinen Teleskoproute, 2,10 Meter irgendetwas. Extra für den Bach. Und dem kleinen Brown Trout Maps. Zweier Maps mit Einzelhaken ohne Wiederhaken. Ich nehme jetzt nur GoPro mit, weil da unten ist echt nicht gut zum Filmen. Und ich will jetzt am Anfang einfach mal fischen. Sondern einfach GoPro montieren und halt einschalten, wenn ich dann einen dran habe. Jo! Ja, ich habe einen. Sü. Oh ja. Habe ich ihn noch? Ah, er ist weg. Aber sehr schön. Ich muss den Widerstand ein bisschen mehr einstellen. Der hat sich gut angefühlt. Schade, schade. Die blöden Algen. Also zu weit absinken lassen darf ich noch nicht. Ich glaube, ich steige normal auf Löffel um. So bei langsamem Wasser kann ich den gut führen. Also jetzt nach knapp einer Stunde Fischen 2 Biss, kein Fisch raus. Aber egal, also sie gehen auf Köder, das ist schon mal gut. Und ich meine, schaut euch das an. Das ist ja herrlich. Ja, also das Tägli ist wunderschön. Opa. Das Tägli ist wunderschön. Die Fische sind auch aktiv. Aber die haben so kalte Hände. Das ist, zum Kamera bedienen ist ein bisschen mühsam. Deswegen ja, tue ich einschalten, wenn ich einen Fisch im Netz habe. Oder kompletten Platz wechseln. Also, tschu. Gesagt, getan. Ich bin jetzt auf dem Weg zu einem versteckten See, wo wahrscheinlich niemand am Fischen ist jetzt, weil vorher sind immer mehr Leute gekommen. Und bis hatte ich auch keine mehr gehabt und es hat einfach auch nicht mehr so gebockt. Und es war auch laut am Bach, also zum Filmen und so ein bisschen unchillig. Deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg zu einem eben versteckten Stausee, wo nicht so viele kennen. Ja, und es geht ein richtig schlechter Weg dort runter. Den zeige ich euch aber dann mit der GoPro. Also ja, das wird ein bisschen sketchy. Der ist voll da in dieser Schlucht drin, der See. Und dort hat es doch recht gute Forellen drin. Ich habe gerade gesehen, dort ist ein Auto. Ich hoffe, es ist niemand da. Aber das sehe ich dann, wenn ich da unten bin. Da unten ist der Weg. Das hier. Und der geht da so. Aber einfach steil. Da wäre es eigentlich am besten, beide Hände frei zu haben. Aber es ist ein bisschen schwierig mit der Steckrute. Ach, ich hoffe einfach, da unten ist nicht schon jemand. Weil, ich weiß nicht, seht ihr überhaupt, wie steil das da ist? Da unten ist der Weg.
Und das Ganze runterzukraxeln, um es einfach nur wieder raufzukraxeln, mag ich nicht. Aha. da muss ich jetzt runter. Shit. Solange einfach meinem Equipment nichts passiert. Mhm. Schöne Stege da. Ich glaube, es sieht gut aus. Ich glaube, es ist noch niemand da. Ich sehe da, es wird kein richtiger Weg. Uiuiui. Aber da geht schon gut das Loch ab. Sagen wir jetzt da aber oder dort? Ich würde sagen da. Stell dir vor, jetzt eine Route oder so da oben vergessen. Schaut euch an, wie schön das da ist. Wow! Mhm. Jawohl. Wie ein Gameschi. Aber sind es nicht genau die Angelspots, die eben die besten Fische haben, weil man einfach so schlecht dazukommt? Es schmeckt noch Feuer. Nein, sind da Leute? Ich kenne das Loch, wenn da Leute sind. Hure gut. Das Bier ist immer noch da. Das war letztes Jahr schon da gewesen. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn das abgelaufen ist. Februar 2021. Ja, das köpfen wir nachher. Und da wichtig, wer auch immer hierher geht, es ist einfach Steinschlaggefahr da. Aber das stört mich nicht. Ich fange jetzt an fischen. Also anfangen. Hier tue ich mit einem Hänger. Anfangen tue ich mit einem Zweier-Mozzi. Der hat jetzt halt Drilling dran. Bin ich jetzt nicht mehr so ein Fan, aber das sind eben so grosse Fische drin. Ich habe das Gefühl, wenn einer beißt, dann ist der genug groß. Ich tue jetzt bei der Felswand dort anfangen und tue mich dann so Richtung Seemitte vorarbeiten. Ist es nicht traumhaft da? So mit der Sonne, die dort reinkommt. Ich habe das Gefühl, wenn ich dort hinten werfe, so Richtung Wasserfall, dort beißt einer. Jetzt probiere ich es einmal mit ein bisschen tiefer absinken zu lassen. Ja, es bröckeln immer mal wieder ein bisschen Felsen hier ab. Jetzt haben wir dann 9:30. Ich habe eigentlich die ganze Zeit durchgeworfen bis jetzt, aber noch kein Biss gehabt, noch kein Nachläufer, gar nichts. Sie dort hinter mir haben nochmal einen Fisch raus. Und die Sonne kommt jetzt dann. Ja, läuft noch nicht so gut, aber ich habe noch den ganzen Tag Zeit und ich glaube, ich bleibe auch den ganzen Tag da. Weil, keine Ahnung, schaut euch das mal an. Es ist so schön hier. Ja, also ich nehme mir jetzt ein Käferli, meine Pombeerchips zum Morgen und fische dann nachher weiter. Hier dort hinten haben auch Fisch. Also ich esse jetzt zum Mittag, weil bis habe ich immer noch keine gehabt und jetzt ist auch schon 10:30 oder so. Ich tue aber die Flügerroute mit Bissanzeiger und Nymphen ins Wasser, dass ich wenigstens etwas am Fischen bin und dann nachher aktiv weiter fischen. Also, ich habe gerade ein PB am Haken. Ich hoffe, ihr seht das.
Shit. Was ein Oschi. Damn. Wow. Was ein Viech. Okay. Aber nur nicht überstürzen, weil das Viech wird genug Kraft haben. Kann ich stehen? Die Hand? Nein, ich habe noch nicht. Oh. Ah. Shit. Die Hand. Oh mein Gott, ist das ein Viech. Oh mein Gott. Okay. Das ist absolut ein PB. Ey, ich bin so am Zittern, das glauben ihr gar nicht. Okay, ich mach jetzt schnell. Damn. Shit, hey. Was ein Viech. Also, wir haben eine Länge von, nicht Strecke, genau 50. 50, 51. Absolute PB. Kein Biss gehabt bis jetzt. Und jetzt, wo absolut Mittagssonne runterbrennt, eine 50er Bachforelle. Crazy. Crazy. Ja. So kann es gehen. Hure geil. Was für ein Fisch. Holy shit. Ich komme nicht darauf klar, was da gerade passiert ist. Ich habe noch nie so ein Viech gesehen. Sheesh. Heute Morgen haben mir etwa 3-4 Leute geschrieben oder so 5 Fotos geschickt von Fischen, die sie schon gefangen haben. Die ich meine wissen, wir haben so gedacht, was mache ich falsch? Und es ist, ja, sprachlos. Es ist crazy, Oh mein Gott. Wow. Also ich lasse jetzt die Kamera hier laufen und fische weiterhin in die Richtung. Damn. Jetzt habe ich einfach ein kleines Problem. Und zwar habe ich Dulli kein Handtuch mitgenommen, um den einzuwickeln. Ich glaube, ich opfere mein T-Shirt und wickle es halt dort ein. Muss ich halt das gute Militär-Tischi nehmen. Aber heute ist sowieso genug warm und eine Jacke habe ich auch noch im Notfall. Also wickeln wir es mal in das. Schöner Teil. Für die GoPro habe ich mir jetzt auch einen Windbüschel geholt, dass eben nicht wieder so die Probleme entstehen, die ich dort am Rio mal hatte. Ich würde sagen, weiter fischen. Das habe ich ja schon mal in einem Video erwähnt, dass ich einfach nicht schlau daraus komme, wenn die beste Zeit ist zum Fischen. Weil ja, in der Regel ist es halt am Morgen früh oder am Abend, aber eben das beweist mal wieder das Gegenteil. Auch am Marmorera-See habe ich schon am Mittag einen schönen 35 oder so raus. Ja. Wow, mit Rückenwind kommen wir da. Wenn ich jetzt aber nochmal einen in dieser Grössenklasse fange, muss ich überlegen, ob ich den mitnehme. Weil laut Fischerei-App hat der See nämlich keinen Fischbesatz. Und so grosse Fische sind eigentlich schon wichtig für halt, die Reproduktion. Also ich glaube, einen zweiten in dieser Größe nehme ich nicht mit. Ich finde es gerade auch schön, um einfach hier zu chillen. Schorli! Oh mein Gott, das muss ich ja zeigen. So, mal schauen, wenn das abgelaufen ist. Wir haben... Oh mein Gott! Seht ihr das? 8.6.2018. Damn! 8 Jahre schon abgelaufen. Schaut euch das mal an. Einfach hier chillen. Ein bisschen schauen, wie sie dort hinten am Feuerli machen sind. Darf man glaube gar nicht. Und ja, einfach die Gewässer wieder geniessen. Kalorienweiher hinter sich lassen. Es ist einfach schön. Hier mein Fisch im Tischi, schön kühl. Was ein Tag. Ich probiere jetzt mal noch einen neuen Köder, den ich diese Woche gekauft habe.
Weil den habe ich nämlich auch in einem Video gesehen mit dem Ronny Kamenisch. Und zwar der Golden Brown Trout. Im Video hat er gut gefangen. Jetzt probiere ich es selber mal aus. Also ich meinte, der hat gut gefangen. Ja, nur gekauft habe ich ihn jetzt schon. Also gut ausgesehen tut er mal im Wasser. Uiuiui. Also ich sage ehrlich, ich glaube allzu lang bleibe ich nicht einmal mehr, weil ich höre jetzt die ganze Zeit, auch wegen dem Wind, wie da Steine runterkommen. Oh mein Gott, was habe ich denn da gefunden? Ein Geweih. Einfach Geweih gefunden. Holen wir nochmal ein Pibi. Vielleicht sind aber auch die freshen Fischerladensocken ein Glücksbringer heute. So, ich werde jetzt heimgehen, den Fisch filetieren und gehe dann noch ein bisschen fliegen fischen an einen kleinen Bergsee. Also bleiben dran. Da wären wir auch schon. Das kleine Seeli da wär's. Also 4 kleine Forellen habe ich schon spotten. L-Ritze sieht man da unten. Ich weiß nicht, ob man die sieht. Mal, ja, sicher sieht man die. Ich muss einfach schauen wegen dem Auswerfen. Am gescheitsten gehe ich dort hinten, weil dort habe ich nichts hinter mir. Ist das nicht schön da? Immer einen guten Tropfen Hopfen noch. Freitagabend. 1. Mai, was gibt's Besseres? Da probiere ich es einmal mit der Nymphe und Bissanzeiger. Aber zuerst geniesse ich noch mein Bierli. Vielleicht wechsle ich noch auf Trockenflüge nachher. Aber ich habe das Gefühl, die Bamali sind bis in die Seemitte halt unterwegs. Also die Ringli, die ich gesehen sind wahrscheinlich L-Ritze und keine Forellen. Ich finde es interessant, da habe ich jetzt wirklich von jeder Seite schon Wind gehabt in den letzten 10 Minuten. Jetzt kommt er so von vorne rechts. Vorher ist er von hinten links gekommen. Fallwind hat es auch gehabt vorher. Das ist doch eine gute Distanz, nicht? Ich finde es lustig, ich sehe immer wieder die L-Ritze irgendwo in der Mitte einfach so rauskumpen. Nur so kleine Finger groß. Und ich weiss auch nicht mehr, wo die grossen Fische stehen. Also ich würde sagen, der grösste da drin ist vielleicht 25 cm Maximum. Vorher habe ich sie im Schatten gesehen. Aber wahrscheinlich habe ich sie vertrieben, weil das ist nämlich recht weich am Boden und bei jedem Schritt sehe ich, wie die L-Ritzen so wegfliegen. Also ich habe das Gefühl, die merken recht gut, wenn da jemand rumläuft. Und zum Flügenfischen finde ich es hier perfekt zum Üben, weil man hat offene Fläche, man kann gut auswerfen, es hat theoretisch Fisch, eigentlich alles, was man braucht. Ich komme fast bis in die Mitte vom See. Also das sind jetzt sicher, ja, mal, das sind schon 15 Meter. Aber ich habe auch Rückenwind wieder. Rückenwind. Aber ich habe auch Rückenwind wieder. Aber ich würde auch sagen, das ist ein guter Moment, um das Video zu beenden. Ich werde da noch ein bisschen weiter fischen. Und ja, einfach ein bisschen den Nachmittag, Abend ausklingen lassen.
Danke vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, eben crazy Tag war heute. PB 52er Forelle. Ja, mir hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, Petri Heil. Ciao, ciao.